Gernika Lumo eta Forsain anaitutako hiriak dira, eta horren erakusgarri, Alemaniako hiri honetako ikasleak foru hiribildura etorten dira urtero. Bigarren Mundu Gerran, 1945 urteko otsailaren 25ean, 1551 tona bomba jaurti zituzten indar aliatuek Forsainen, eta hiri honetan ez zuten inolako armarik produzitzen. Bertan 20.277 lagun hil ziren, hiriko 3 biztanletik bat. Jose Mari Gorroño Gernika Lumoko alkateak harrera egin die Forsaineko ikaslei udal pleno aretoan, eta bertan Gernikako bombardaketa zein Gernikako arbolaren nondik norakoak azaldu ditu Jose Mari Gorroño Gernika Lumoko alkateak. Bueno, pues bienvenidos. Herzlich willkommen. Y bueno, deciros que no sé si habéis llegado a conocer algo de Gernika. Ich weiß nicht, ob ihr schon einiges über Gernika wisst. Pero Gernika tiene dos iconos muy importantes. Uno es el árbol, ahí en la Casa de Juntas, que representa las libertades básicas y una de las democracias más antiguas de Europa. Gernika hat 2 Symbole. Eines davon ist der Baum von Gernika, die Eiche von Gernika. Diese Eiche repräsentiert die Freiheiten und die Rechte, eine der ältesten Demokratien Europas. Y desde hace 82 años, el 26 de abril, ¿sabéis cómo fue el bombardeo de Gernika por la Legión Cóndor alemana? Und ihr wisst, wir haben es ja auch gerade im Friedensmuseum erfahren, ne? Ihr wisst die Geschichte der Bombardierung in Gernika. Aquí en el hall se puede ver la carta, el documento que envió Bundestag, siendo Roman Herzog presidente. Und das haben wir ja auch eben erfahren. Ihr wisst vielleicht, dass unser damaliger Bundespräsident Roman Herzog einen Brief geschrieben hat und der hierher geschickt wurde. Reconociendo como si era cierto que la Legión Cóndor alemana había participado en el bombardeo de Gernika. Und damals wurde zum ersten Mal offiziell von einem deutschen Staatsoberhaupt anerkannt, dass Deutschland an dem Luftangriff in Gernika teilgenommen hat. Ese día el 85,22% de todos los edificios, de todo lo que era Gernika, quedó destruido y quemado. Bedenkt, dass 85,5% aller Gebäude in Gernika damals zerstört wurden. Con muchísimos muertos. Und natürlich mit vielen Toten. Y desde entonces, a raíz de ese día, Picasso en 33 días pintó el cuadro que se llama Guernica de Picasso. Unter diesem Eindruck malte Pablo Picasso in 33 Tagen das Bild, das ihr kennt unter dem Namen Gernika. Y desde entonces Gernika es un icono en contra de la guerra, en favor de la paz, en la defensa de los derechos humanos. Und seither ist Gernika ein Symbol für den Kampf gegen den Krieg, für die Verteidigung des Friedens und für die Verteidigung der Menschenrechte. Y llevamos 15 años, este año ha sido el 15º, donde Gernika instauró los premios Gernika por la paz y la reconciliación. Seit 15 Jahren existiert ein Preis, eingeführt von der Stadt Gernika, das ist der Preis für die Wiederversöhnung und Frieden. Pues porque consideramos que con el odio no se reconducen las cosas. Wir sind der Überzeugung, dass mit Hass keine Probleme gelöst werden. Pero tampoco olvidando, entonces, el mayor patrimonio que tiene Gernika en este momento es la memoria histórica. Wir dürfen nicht vergessen, dass eines der größten Erben und Verpflichtungen, die wir in Gernika haben, die Erinnerung an das Geschehene ist. Bueno, y tendréis oportunidad de visitar los refugios. Se han conservado otros refugios, uno está aquí cerca del árbol. Es wurden so wie kleine Bunker, also Schutzzonen restauriert, wieder ins Leben gerufen. Hier in der Nähe ist eine. Donde todavía vive gente que estuvo en esos refugios siendo niños de 10, de 6, de 12 años. Es gibt Menschen, die heute noch leben, die damals Kinder waren, 10, 12 Jahre und sich dort Schutz gesucht hatten. Y que a nosotros nos han transmitido y nos siguen transmitiendo pues el horror de ese bombardeo y lo mal que lo pasaron y bueno, pues lo emocionante que suele ser escucharles a ellos. Diese Menschen haben uns erzählt und mitgeteilt, wie schrecklich das damals war, was sie damals erlebt haben,
die ganzen Schrecken, die Angst, die Panik, die sie hatten, und sie haben das an uns weitergegeben. Yo el 26 de abril, viernes, que solemos hacer una comida con supervivientes del bombardeo. Am 26. April, also an dem Gedenktag der Zerstörung, findet hier jedes Jahr ein Essen statt mit den Überlebenden dieses Angriffs. Os voy a poner dos ejemplos. Una señora que tenía 7 años, 6 para 7, salió de su casa con la llave de su casa en el bolsillo. Eine Frau, die damals 6 bzw. also kurz davor war, 7 Jahre zu werden, verließ an jedem Tag das Haus, hatte den Hausschlüssel in der Tasche. Y cuando volvió, después del bombardeo, para ir a su casa, se encontraba, tenía su llave, pero no tenía casa. Als sie dann nach Hause kam nach dem Luftangriff, dann hatte sie immer noch den Hausschlüssel, aber das Haus war nicht mehr da. Y un señor que estuvo con su hermano mayor y con su madre en uno de los refugios, que posiblemente podéis ya conocer. Das Beispiel eines Mannes, der damals als Kind mit seinem älteren Bruder und seiner Mutter in einem dieser Gebäude Zuflucht gesucht hatte. Y cuando salió, pues se encontraba con muchos muertos en la calle y su hermano le decía a su madre, le decía: mamá, esos están muertos. Y la madre le decía: no, no, están dormidos. Und als sie dann den Schutzraum verließen, um nach Hause zu gehen, lagen auf dem Weg überall tote Menschen. Und der ältere Bruder sagte zu seiner Mutter: Mama, schau mal, das sind lauter Tote. Dann sagte die Mutter zu den Kindern: nein, nein, das sind Menschen, die schlafen. Bueno, y nosotros desde Guernica lo que queremos es, pues este fin de semana hemos tenido Bakear en Doñuak, o sea, Sonidos por la Paz, que es un concierto de música. Und im Wochenende fand ein Konzert statt, das heißt übersetzt Musiktöne für den Frieden. Y yo decía que los hombres, las mujeres y los niños de Guernica a esas bombas contraponen la música. Und das ist das Bild, dass die Menschen, die Männer, die Frauen, die Kinder der Stadt Guernica gegen den Lärm der Bomben die Musik stellen. Para decir al mundo que queremos la paz y nunca más la guerra. Und als Botschaft vermitteln wollen, dass wir den Frieden wollen und niemals mehr Krieg. Bueno, pues después de esto yo espero que disfrutéis de Guernica y de la comarca, que creo que estaréis este año también en Mundaka, ¿no? Y os llevéis muy buen recuerdo y que digáis a vuestros amigos y a vuestras familias que en Guernica serán siempre bien recibidos. Ich hoffe, dass ihr hier in Guernica und in der Umgebung von Guernica eine ganz schöne Zeit verbringt. Ihr seid, wie ich denke, wie jedes Jahr in Mundaka. Und ich wünsche mir, dass ihr euren Freunden, euren Familien sagt, dass es hier ein sehr schöner Platz ist, um eine gute Zeit zu verbringen.